Okay, ich glaube, jetzt sind wir gestartet. Hallo zusammen. Es freut mich, dass ihr da seid. Ich sehe, es sind schon einige Leute da, sogar schon vor der Zeit parat gewesen. Hallo Olivia, hallo Kosmetologa, hallo Ali, hallo Peter. Und wer ist da noch? Heute Abend haben wir zusammen einen Livestream. Das ist, wenn ich richtig gezählt habe, ist das schon unser 4. Livestream. Hallo Angelika, hallo Geri. Sie kommt. Die Olivia hat heute eine gute Suppe gehabt. Okay, es freut mich, dass ihr da seid. Wir wollen starten mit unserem Livestream. Und ich wollte euch noch am Anfang fragen, woher das ihr kommt. Woher habt ihr euch da zugeschaltet zu unserem Webinar oder nein, Livestream? Das nimmt mich immer sehr wunder. Hallo Jamshed. Ja, der Peter kommt aus Polen. Jean de Rede. Hört man mich? Ist alles in Ordnung? Ja, wunderbar. Letztes Mal haben wir ein bisschen Probleme am Anfang, glaube ich. Marius ist auch da. Katja. Super, es gibt immer mehr Leute, die sich zuschalten. Woher kommt ihr? Sind ihr das erste Mal da oder sind ihr schon einmal auf dem Livestream gewesen? Daida, ist sie da? Okay. Also, heute geht es darum, wir reden um Kosten. Mariusz kommt aus Polen. Polen aus Mikołów. Die Olivia meint, die Schweiz ist teuer. Nein. Wie viel kostet das? Das ist unser Thema heute. Das gibt vielleicht hitzige Gespräche. Wegen denen, man sagt, die Schweiz ist sehr ein teures Land. Ja, so eine Insel in Europa, wo es hohe Preise hat. Die Olivia meint sogar mega teuer. Marius antwortet auf meine Frage. Ja, er ist das erste Mal da. Hallo, es freut mich, dass du da bist. Hallo Ali. Also, wie viel kostet das? Zum Anfang, wenn wir schnell wiederholen. Verschiedene Fragen, Wörter haben wir schon gehabt. Wer ist das? Ich frage mich, wer sind die Leute, die da mir zuschauen? Woher kommt ihr? Wo wohnt ihr? Wohnt ihr alle schon in der Schweiz? Das Klavier, das war glaube ich auch schon einmal an einem Treffen. Ja, hallo. Olivia meint, das Essen ist sehr teuer in der Schweiz. Ja. Wann sind ihr das letzte Mal zum Beispiel in der Schweiz gewesen? Oder wann geht ihr wieder in die Schweiz? Hallo Soneila. Ja, also. Wer sind ihr? Woher kommt ihr? Wieso lernt ihr Schweizerdeutsch? Olivia kommt im Sommer in die Schweiz. Schön. Soheila lebt zu Thun. Man sieht Berndeutsch. Ich lebe zu Thun. Schön. Der Peter geht in einer Woche in die Schweiz.
Ali kommt aus Syrien, wunderbar. Jean, ihr geht wieder im April in die Schweiz. Gehst du in die Schweiz in die Ferien, Jean? Oder hat das mit deiner Arbeit zu tun? Tust du arbeiten? Hallo Sheila. Wunderbar. Also ihr versteht die Frage gut. Wer, wie, wo, was, wenn, warum. Katja lebt in Zürich. Super. Zürich ist auch eine schöne Stadt. Thun ist auch sehr schön. Olivia versteht alles, ja. Der Jean geht auf Grindelwald in die Ferien. Wunderbar. Und der Geri ist aus Ungarn gekommen, um in der Schweiz zu leben. Ich hoffe, es gefällt euch in der Schweiz und ihr habt euch gut eingelebt. Und ihr habt auch Kontakt mit den Schweizer und könnt das Schweizerdeutsch, das ihr hier übt, dann später auch brauchen mit euren Freunden oder Kollegen. Genau. Wunderbar. Da haben wir ein Bild von einem Mann, der ein bisschen gestresst ist, glaube ich. Wieso denkt ihr, rauft er sich seine Haare? Wieso ist er so gestresst? Hat jemand eine Idee? Wir reden zum Thema, wie teuer etwas ist, wie viel etwas kostet. Das hat vielleicht einen Zusammenhang. Ja. Die Konjunktur ist nicht mehr so gut, der Pfeil zeigt bergab. Olivia meint, er hat zu viel Stress. Genau. Vielleicht hat er Stress bei der Arbeit. Der Peter meint, er muss zu viel Geld ausgeben. Oder vielleicht ist es nicht mal er, der das Geld ausgibt. Vielleicht ist es seine Frau. Also das Bild eigentlich stellt die Frau sehr in ein negatives Licht. Die Frau macht ihn verrückt, meint Olivia. Der Jean meint, wir fragen eine heisse Schoki. Koki. Da komme ich nicht ganz draus. Eine heisse Schoki. Vielleicht. Der Geri meint, die Schweiz ist gar nicht teuer, weil man viel Lohn hat. Oder man muss viel Lohn verlieren. Den Lohn, den man verdient, den muss man schliesslich wieder ausgeben. Ja. Katja meint, dass er vielleicht Geld braucht und keine Ahnung hat, wo er das finden kann. Ja, das kann man nicht einfach auf der Straße holen. Das muss schwer verdient werden und seine Frau gibt das Geld sehr leichtfertig aus. Schoki. Eine heisse Schoki. Der Jean meint, die brauchen vielleicht eine heisse Schoki, um ein bisschen ruhiger zu werden, das Leben geniessen. Ja. Eine heisse Schoki ist nicht so teuer, das kann man sich noch leisten. Okay. Also, wie viel kostet das? Zum Beispiel, wenn ich in die Bäcke gehe, dann nachher habe ich gerne Brot. Ich habe gerne frisches Brot vom Bäck. Und man kann sehr viele verschiedene Brote kaufen. Der Geri meint noch zu dem Mann, der da war, dass er viele Probleme hat und vielleicht hat er Mühe, am Morgen aufzustehen und zu arbeiten. Und dann ist es auch schwierig, Geld zu verdienen. Katja meint, die Schweiz ist offiziell das teuerste Land in der Welt.
Und Olivia meint, Wohnungen sind mega teuer, das stimmt auch. Je nachdem, wo man wohnt natürlich. In Zürich oder auf dem Land irgendwo, das ist ein Unterschied. Also, ich habe gerne ein Rustico, ein Twister. Das sind die Brote, die so gedreht sind und knusprig. Mit Körnchen drin zum Beispiel oder ein bisschen Vollkornmehl. Und da kostet 360 Gramm 2,95 Franken. Ist das teuer? Würdest du ein Rustico kaufen für dich? Oder nimmst du lieber billigeres Brot? Teuerste. Ja, das teuerste Brot, ja. Okay, Emily, ich versuche langsamer zu reden. Also, ein Twister Rustico kostet 2,95 Franken in der Migros und das sind nur 360 Gramm. Also für meine Familie wäre das zu wenig, ein Brot. Hallo, Ayanle. Hallo, Ayanle. Ist das zu teuer für dich? Oder hast du das auch gern, das Brot? Oder vielleicht gibt es Leute von euch, die denken, ich tue lieber selber Brot backen daheim. Das ist vielleicht billiger. Zum Beispiel kann man auch ein Pfünderli kaufen. Ein Pfund ist 500 Gramm. Also einem 500-grammigen Brot sagt man ein Pfünderli. Und das Pfünderli da ist halbweiss und kostet 1,10 Franken. Das ist schon viel billiger. Also es ist mehr Brot, aber es kostet weniger. Der Jean meint, Sonnenbrot ist das Beste, aber es ist etwas teuer. Ich glaube, das ist das mit diesen verschiedenen Brötchen rundherum, ja? So wie ein Kranz oder wie eine Blume aussieht. Sonnenbrot. Also für meine Familie wäre es vielleicht besser, ich würde 2 Pfünderli kaufen als 1 Twister. Die Olivia backt selber Brot. Wunderbar. Du bist sicher ein guter Bäck. Hallo Naiva. Okay, machen wir weiter. Welches Brot würdet ihr kaufen? Da haben wir noch ein drittes Beispiel. Ein Zopf. Heute war Sonntag und häufig am Sonntag haben wir einen Zopf zum Morgen. Also vor allem, wenn meine Mutter da ist. Aber ich bin nicht so fleissig im Zopfbacken. Aber wir haben gerne am Sonntagmorgen einen Zopf. Wisst ihr, was ein Zopf ist? Das Bild da stimmt nicht ganz. Das ist so ein geflochtenes Brot. Im Zopf hat es Anke drin. Oder Butter. Die einen sagen Butter in Zürich. Und im Luzernischen sagen sie Anke. Und es ist mit Ei bestrichen und hat so eine schöne Form, Zopf. Ja? Und ein Zopf kostet ein halbes Kilo 3,50 Franken. Das ist vor allem gut mit etwas Süßem. Also es ist leicht süßlich, der Hefeteig. Der Gary meint, Brot ist gar nicht so gesund wegen der Kohlenhydrate. Also du isst lieber etwas anderes zum Morgen. Naiva isst auch so Zopf am Sonntag. Die Olivia meint, ihr Brot ist sehr gesund. Natürlich kann man wählen von verschiedenen Mehl. Und man kann Biomehl kaufen. Oder Vollkornmehl. Oder irgendwie Dinkelmehl. Oder verschiedene Sorten, die sehr gesund auch sein können. Oder auch Sorten, die weniger Gluten haben, zum Beispiel. Hallo Asi.
Du brauchst das Schweizerdeutsch für die Hotellerie. Dann brauchst du vielleicht so Wörter wie Brot und Zopf und andere Brötchen, die du am Morgen zum Beispiel auftischst, wenn die Leute ans Morgenbuffet kommen. Ja? Und Preise und Zahlen sind sicher auch hilfreich. Okay, also das sind Brot. Ich muss sagen, ich glaube, für den Alltag hätte ich gerne das Rustico, aber wir kaufen auch manchmal nur Weissbrot. Olivia fragt, wie viel ein Hotel Zimmer kostet in deinem Hotel Asi. Genau. Okay, machen wir weiter. Da haben wir Käse. Schweizer Käse ist sehr berühmt, sehr beliebt. Die Leute haben ihn gerne. Es gibt viele verschiedene Sorten. Ich habe hier 3 gewählt. Die Olivia meint, das Hotelzimmer kostet zwischen 90 bis 100. Aha, der Gary meint es für die Olivia. Aber dann kann es noch viel weiter raufgehen. Die Preise können in den Himmel steigen. Ja? Es gibt sehr luxuriöse Hotels. Oh, der Asi arbeitet in einem luxuriösen Hotel. Von 500 bis 2000 Franken pro Nacht kostet das. Okay, Olivia, gehen wir zum Käse zurück. Genau, ich habe auch gerne Schweizer Käse. Raclette-Käse ist zum Beispiel das Raclette ist eine gute Spezialität aus der Schweiz. Vor allem, wenn man es zum Beispiel am Feuer macht, in den Bergen oben. Mit so einem schönen halben Raclette-Käse und dann das Raclette abstreicht. Der kostet 18 Franken pro Kilo. Das sind alles Preise von der Migros, die ich genommen habe. Es gibt natürlich verschiedene Qualitäten und verschiedene Orte, wo man es kaufen kann. Hallo, Sheng. Hallo. In den Ferien ist es gut, wenn man Schweizerdeutsch kann und ein bisschen in den Ferien kann das üben. Das ist gut schon. Olivia kann sich das nicht leisten, so ein teures Hotelzimmer, ja. Vor allem, wenn man dann nicht nur allein in die Ferien will, sondern mit der ganzen Familie, dann summiert sich das. Okay, Raclette-Käse ist 18 Franken pro Kilo. Wie viel kostet der Käse? Der Bio-Brie, also ein biologischer Brie, der kostet 3,95 Franken für nur 180 Gramm. Ähm, 3,95 Franken für 180 Gramm. Das ist relativ teuer. Wir haben noch eine Version vom Brie. Die kostet ein Budget Brie, der so grün eingepackt ist. Der kostet nur 1,75 Franken für 200 Gramm. Also man hat mehr Käse und man zahlt weniger. Ist es wirklich wert? Geschmacklich spürt man so einen grossen Unterschied zwischen dem Bio-Brie und dem M-Budget-Brie. Der Gary meint, Käse stinkt. Genau, das ist nach dem Bild. Wieso, das Appenzauer Mädchen fragt man, wieso ist der Käse so räss? Räss ist so ein fester Geschmack. Genau. Olivia hat gerne Bio. Ja, würdet ihr jetzt den Bio-Brie kaufen oder den M-Budget-Brie? Wenn man den Bio-Brie kauft, dann nachher ist es schon etwa fast 20 Franken pro Kilo. Für den Peter ist das kein Unterschied. Also er merkt keinen Unterschied im Geschmack zwischen diesen zwei Käsen. Ja.
Okay. Beim Metzger. Manchmal gehen wir zum Metzger und kaufen Fleisch. Verschiedenes Fleisch. Zum Beispiel geräucherten Schinken. Sehr guten geräucherten Schinken, saftig. Für ein Sandwich oder so. Aber der kostet 41,50 Franken pro Kilo. Das ist ein saftiger Preis. Nicht nur ein saftiger Schinken, sondern ein saftiger Preis. Olivia, geräuchert ist, wenn man den Schinken im Feuer, also wenn man Feuer macht und das Feuer macht Rauch und den Schinken tut man in dem Rauch aufhängen, eine Zeit lang. Und dann hat er einen speziellen Geschmack, er ist geräuchert. Der Geri sagt, Fleisch ist wirklich mega teuer in der Schweiz. Das heisst, man ist motiviert, vielleicht auch ein bisschen weniger Fleisch zu essen oder Vegetarier zu werden. Sind einige von euch Vegetarier? Oder essen ihr alle Fleisch? Die Olivia isst gerne Gemüse. Der Peter ist nicht Vegetarier. Ja. Hallo Lila. Also, die Emily ist Vegetarier. Super. Also dann musst du keine Angst haben vor hohen Fleischpreisen in der Schweiz. Der Peter isst nicht so viel Fleisch, nicht jeden Tag. Hallo Aida. Der Geri meint, die hohen Preise motivieren ihn, auf Deutschland einzukaufen. Hallo Hamid, du isst auch kein Fleisch. Genau. Aber die Olivia hat sehr gerne Fleisch. Manchmal ist es ein gutes Stückchen Fleisch. Ich versuche immer, wenn ich Fleisch mache für die Kinder, dann noch viel Gemüse dazu zu tun. Ja. Die Olivia isst auch gerne Fisch. Also wir gehen mal weiter. Wir haben einen geräucherten Schinken. Es ist nicht alles Fleisch so teuer. Eine Bratwurst kostet oder 480 Gramm Bratwurst, ein Pack Bratwurst, kostet 3,90 Franken. Hallo Lila. Also 3,90 Franken für ein Pack Bratwurst, das ist schon viel billiger. Das heisst, ein Kilo kostet gut 10 Franken. 10 Franken, das ist ein Unterschied im Gegensatz zum Schinken. Und wir haben Kalbsbratwurst sehr gern. Das ist billig. Sheng meint, das ist teuer. Die Olivia hat sehr gerne Cervela, genau, das habe ich jetzt nicht nachkontrolliert. Wie teuer ist Cervela in der Schweiz? Wisst ihr das? Hallo Cornel. Weisswürste sind die besten, meint der Geri. Weisswürste sind auch sehr gut. Okay. Beim Metzger haben wir noch etwas, Pouletbrüstli. 14 Franken pro Kilo. Das ist nicht schlecht. Denkt ihr, ist das ein Schweizer Poulet? Sind das Pouletbrüstli von einem Schweizer Poulet? Oder sind das importierte Poulet für 14 Franken das Kilo? Was denkt ihr? Es könnte möglich sein, dass das importierte Poulet sind. Die Emily lebt in Italien, an der Grenze. Die Schweiz ist teuer. Katja meint auch, das könnten importierte Pouletbrüstli sein. Genau. Die Schweizer Bauern haben viele Auflagen. Sie haben viele Bedingungen, die sie erfüllen müssen. Die Hühner müssen so und so viel Platz haben, eine spezielle Nahrung, keine Antibiotika dürfen sie brauchen oder wenig Antibiotika. Und dann wird das Fleisch teurer, die Produktion wird teurer. Aber ich glaube, die Qualität des Fleisch in der Schweiz ist sehr gut. Vom Schweizer Fleisch.
Und jetzt haben sie darüber geredet in der Politik, dass es noch schärfere Bedingungen gibt, dass die Bauern noch besser und noch umweltfreundlicher produzieren müssen. Und jetzt sagen die Bauern, das geht nicht, wenn nicht das importierte Fleisch auch so Auflagen hat, wenn das auch solche Bedingungen muss erfüllen muss. Zwänge servieren sie im Restaurant Spaghetti mit Poulet, was sehr gut ist. Also du kannst uns das empfehlen, dass wir einmal auf Wengen gehen Spaghetti mit Poulet essen. Also nicht Spaghetti Bolognese für einmal, sondern etwas anderes. Der Gary meint 14 Franken für Poulet-Brüstli, das ist wirklich eine gute Aktion. Normalerweise ist es mehr 30 Franken pro Kilo. Ja, eben sehr wahrscheinlich, wenn es dann Schweizer Fleisch ist, dann nachher steigen die Preise. Und der Peter Beck hört zuerst mal, dass man Spaghetti mit Poulet isst. Vielleicht isst er meistens Reis mit Poulet, so wie Curryreis oder so. Das ist auch sehr gut. Also, das ist Fleisch. Was für Fleisch würdet ihr am liebsten kaufen? Was für Fleisch habt ihr sehr gern? Ich muss sagen, wenn wir ein Fest haben, dann mache ich gerne das Partyfilet. Das ist zwar Filet, eher ein teures Fleisch, aber es ist sehr praktisch zu machen. Die Olivia hat sehr gerne Pouletfleisch. Okay, jetzt gehen wir zu Gemüse und Früchten. Gemüse und Früchte. Da habe ich nur für einzelne Sachen ausgewählt, zum Beispiel Bio-Zitronen, die 5,80 Franken pro Kilo kostet. Oder normale Zitronen, Budget-Zitronen, die 1,70 Franken pro Kilo kostet. Kaufst du Bio-Zitronen und Bio-Gemüse oder schaust du mehr auf den Preis und kaufst du billigere Sachen? Lohnt es sich überhaupt, Bio zu kaufen? Ist es wirklich so viel besser? Gemüse ist gesund, meint Olivia. Tofu ist sehr gut. Ja. Bio ist sehr teuer. Ich kaufe manchmal gerne Bio, aber manchmal schrecken mich die Preise ab. Und dann kaufe ich halt gleich normale Zitronen kaufen. Oder so. Ja. Bio ist heute sehr in. Das ist sehr modisch. Und ich habe das Gefühl, sie schreiben überall jetzt Bio, Bio drauf. Ja. Und dann nachher habe ich noch ein Beispiel von gefrorenen Brokkoli. Also Brokkoli aus der Tiefkühltruhe, die ganz kalt sind, minus 20 Grad oder so. Wenn man gefrorene Brokkoli kauft, zahlt man für 750 Gramm 4,75 Franken. Olivia hat Brokkoli nicht gern. Ich weiss nicht, braucht ihr viel gefrorenes Gemüse aus der Tiefkühltruhe oder habt ihr lieber frische Sachen? Wenn ihr Zeit habt zum Kochen oder vielleicht habt ihr Zeit, auf den Markt zu gehen, zum Bauer, frische Sachen kaufen und dann kocht ihr frisch kochen oder kocht ihr mehr gefrorene Sachen aus der Tiefkühltruhe? Die haben nicht viel gerne Brokkoli. Der Peter kauft meistens frische. Brokkoli sind sehr gesund, ja. Sie hat auch gerne frisches Gemüse. Genau.
Ja, frisches Gemüse ist besser, wenn man es haben kann. Aber im Winter haben vielleicht gefrorene Sachen gerade so viele Vitamine. Ja, wenn man die gefrorenen Sachen im Sommer frisch gerade eingefroren hat, ist vielleicht die Qualität nicht mal so schlecht. Vielleicht besser als das Gemüse, das man im Winter kaufen kann. Emily meint, mit der Bio-Zitrone kann man auch die Schale brauchen. Genau, das ist dann, wenn ich Bio-Zitrone kaufe, wenn ich backen oder etwas machen und die Schale brauche. Und Katja wählt die Früchte aus nach dem Aussehen. Also für dich ist wichtig, dass sie schön sind, frisch sind, saftig sind und nicht so wichtig, ob das Bio-Sachen sind. Manchmal sehen Bio-Zitronen oder Bio-Gemüse ist ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger schön vielleicht. Aber der Nährwert ist sehr gut. Ja. Die Sheila macht eine gute Suppe mit Brokkoli. Wunderbar. Das ist gut. Ich habe auch gerne Brokkolisuppe. Das ist eine gute Frage, Malvin. Hallo. Ist Bio wirklich Bio? Wie fest kann man auf die Labels vertrauen, dass man wirklich dann auch das hat, was man kauft, was man meint, dass man kauft. Sonst wäre es eine Abzockerei und ein Schwindel, wenn man einfach so viel zahlen muss. Und das sind einfach die gleichen Sachen. Also zum Beispiel Bio-Zitronen sind die gleichen Zitronen wie die normalen, von der Migros. Und ich muss so viel mehr zahlen, nur weil Bio draufsteht. Ja. In der Schweiz gibt es viele Apfelbäume. Ja. Und im Wallis gibt es Aprikosen, gute Walliser Aprikosen. Im Sommer ist das immer der Hit. Aber dieses Jahr sind sie sehr teuer gewesen. Ja. Oder es gibt Erdbeere, frische Erdbeere. Im Sommer kann man sogar, oder im Frühling, kann man selber pflücken auf die Felder. Dann sind sie total frisch. Und dann ein bisschen billiger vielleicht. Olivia hat gerne Apfelsaft. Natürlich kann man auch Apfelsaft machen. Okay, gehen wir weiter. Das war jetzt das Essen. Wir haben über verschiedene Esswaren geredet. Jetzt gehen wir weiter zum Velo. Wie viel kostet ein Velo? Zum Beispiel ein Damenvelo, ein einfaches Damenvelo für in die Stadt. Nichts Spezielles, aber eins, was tut, was praktisch ist für den Alltag, wo ich am Bahnhof stehen kann und nicht muss Angst haben, dass es gerade gestohlen wird. Oh, das ist teuer. 464 Franken 9. Das ist teuer, sagt der Peter. Ich glaube, es gibt noch viel teurere Velo. Also das ist wirklich so Basis. Asi, du hast so ein Damenvelo. Oder Herrenvelo, was auch immer. Manchmal kostet Velo mehr als ein Auto. Also wenn man jetzt ein Occasionsauto nimmt oder ein neues Supervelo, Downhill oder weiss nicht was, dann nachher ist das kann sein, dass das Velo teurer ist als ein Auto. Die Olivia meint, es ist ganz praktisch, mit dem Velo zu gehen. Zum Beispiel arbeiten, wenn es viel Verkehr hat, wenn man in der Stadt Zürich lebt oder so. Und dann kann man einfach durch den Stau schlängeln, an dem Auto vorbei. Dann ist das super. Aber man muss auch sehr aufpassen. Vor allem in der Stadt, wenn es zum Beispiel Tram hat und man mit der Tram über die Tramschiene fährt, dann muss man ganz gut aufpassen. Also ein Damenvelo, angenommen, es kostet 464 Franken 09.
Ein dieses Velo hat nur 200 Franken gekostet. Das ist super. Genau. Und manchmal ist es schneller, wenn man mit dem Velo fährt. Oder wir können ein Mountainbike kaufen für zum Beispiel 4'133 Franken 42. Das ist schon eine höhere Preisklasse. Das hat sicher schon einige gute Zusätze an dem Bike. Vielleicht ist es spezielle Federungen für ein Mountainbike. Oder es gibt so Bike, die automatisch den Sattel verstellen oder so. Meine Söhne sind da Experten. Manchmal höre ich ein bisschen, was sie da alles wissen über Velo. Hallo, Sheng. Manchmal ist ab und zu, von Zeit zu Zeit. Also nicht sehr viel, nicht häufig, aber auch nicht nie. Genau, Olivia. Du hast es manchmal. Meine Söhne reden manchmal über Velo. Sie fachsimpeln, sie schauen YouTube-Filme über Velo. Sie sind ein bisschen Velo-Freak. Ja, aber es gibt bei dem Velo noch eine neue Version, ein E-Bike. Und das E-Bike ist sogar billiger als das Mountainbike von vorher. Es kostet nur 1756 Franken 11. Genau. Aida, du siehst es gut. Das ist auf Hochdeutsch manchmal. Also, was würdet ihr jetzt lieber kaufen? Ein E-Bike für 1700 Franken oder ein Mountainbike für 4000 Franken? Was reizt euch mehr? Auf was habt ihr Lust? Vor allem in den Bergen, wenn man ein E-Bike hat und so raufgeht und man kann 20 km pro Stunde fahren, dann ist das schon super. Ein super Gefühl. Der Jean tut in der Schweiz nicht Velo fahren, weil es zu steil ist. Genau, vor allem wenn du auf Grindelwald gehst, dann hast du nur Berge. Er hat fast keinen Platz zum eben ausfahren in der Fläche. Ja. Dann geht es immer rauf oder runter. Der Peter findet das Bike sehr cool. Der Peter ist vielleicht auch so ein Velo-Freak. Olivia meint, das E-Bike ist besser. Sie ist ein bisschen bequemer. Emily meint, es tut gut, wenn man ein bisschen schwitzen muss, ein bisschen Energie verbrauchen. Das heisst, gut für die Linie. Ja, man muss ein bisschen Sport machen. Emily, tust du Mountainbiken? Oder sonst Velo fahren? Genau, der Peter ist auch einverstanden mit der Emily. Also, das ist... Malvin meint auch, mit dem E-Bike ist es nicht so sportlich. Man muss trotzdem trampen. Man kann nicht trampen. Man kann nicht einfach auf dem E-Bike sitzen und es fährt. Mit dem E-Bike kann man weitere Distanzen fahren. Oder vielleicht ist es gut für jemanden, der jeden Tag zur Arbeit fahren muss und dann nicht zu fest verschwitzt möchte sein, wenn er arbeiten kommt. Das ist auch nicht so angenehm, wenn man ganz nass ist und ganz verschwitzt ist und stinkt unter den Armen oder so. Dann ist es nicht so gut. Genau so, Heila. Für lange Strecken ist ein E-Bike besser oder gäbiger. Je nachdem, je nach Situation, ist das eine oder das andere besser. Genau. Wunderbar. Also, jetzt geben wir auch viel Geld aus für Kurse oder Freizeitangebote zum Beispiel. Schön gäbiger, es ist praktischer, könnte man auch sagen. Das ist gäbiger, es ist praktischer. Das wäre ein Synonym zum Beispiel.
ein Freizeitangebot, das ist das, was ihr jetzt macht, ist ein Livestream. Ich habe noch einen Schweizerdeutschkurs, immer am Dienstag und am Donnerstag. Und der kostet zum Beispiel 89 Franken pro Monat. 89 Franken pro Monat. Das ist etwas, es gibt Leute von euch, die auch in meinem Webinar sind und da mitmachen. Es gibt andere Freizeitangebote, zum Beispiel einen Yogakurs. Sagen wir, das ist ein Yogakurs von 12 Lektionen, der 216 Franken kostet. Für die 12 Lektionen. In kleineren Gruppen. Tennis spielen, Schenk. Tennis spielen ist auch nicht ganz billig. Wie viel kostet das Tennis spielen? Ja, was macht ihr in eurer Freizeit? Oder habt ihr vielleicht ein Fitness-Abo? Das ist ganz klein geworden. Mitgliedschaft in einem Verein oder ein Abo im Fitnessclub. Wenn ich zum Beispiel in einem Sportverein bin, kann das sein, dass ich pro Jahr einen Mitgliederbeitrag zahlen von 100 Franken oder so, dass man eine Turnhalle mieten kann oder so. Tanzen. Sheila tut tanzen. Sheng macht Fitness. Aber wie teuer ist das? Wie viel zahlt ihr für die Freizeitangebote? Sheng macht noch Fußball. Du machst Fußball. Ist das in einem Club oder spielst du mit Freunden? Tanzen könnte natürlich auch einfach sein am Samstag, am Wochenende, im Ausgang, in der Diskothek. Sheila zahlt 15 Franken pro Stunde fürs Tanzen. Hallo Hamid, du tust Boxen. Musst du auch zahlen, dass du verschlagen wirst? Ja, das ist ein strenger Sport. Da muss man einstecken. Der Schenk spielt mit Freunden, das ist billiger. Der Peter tut trommeln in der Freizeit. Das ist sehr wahrscheinlich gratis, wenn du einfach in der Freizeit, wenn du Zeit hast, ein bisschen spielst oder vielleicht dich mit Freunden triffst. Oder gehst noch in die Lektion, nimmst Trommeln-Lektion, Perkussionslektionen. Sonja, hallo Sonja, du meinst, das beste Fitness ist mit den Kindern im Wald und das ist gratis. Genau, das ist sehr eine gute Art von Fitness. Man ist an der frischen Luft, man kann rumspringen, Fangnis machen, auf Bäume klettern. Ja, und es ist alles gratis. Milad spielt Volleyball. Wunderbar. Musst du zahlen, dass du Volleyball spielen kannst? Bist du in einem Verein? Du musst dort einen Mitgliederbeitrag zahlen. Oder gehst einfach zum Beispiel an See, wo es ein Volleyballfeld hat, mit Freunden spielen. Aida meint, sie macht einen Kurs über Grafikdesign-Kurs. Ja. Der Hamid zahlt 800 Franken pro Jahr, dass er boxen kann. Das ist vielleicht normal für die Schweiz, aber mir kommt es nach viel vor. Der Peter macht selber Fitness daheim. Dann bleibt er fit und muss nicht viel zahlen. Genau, Aida lernt Schweizerdeutsch bei mir. Danke, du kannst es empfehlen. Wunderbar, das freut mich. Der Schenk zahlt einen Betrag pro Monat fürs Fitness. Du hast ein Fitness-Abo und jeden Monat tust du zahlen. Der Mohammed, der zahlt für Fitness und Eiweiß für den Muskelaufbau. Bist du ein Bodybuilder?
Ah, der Milad zahlt nichts, das ist Volleyballspielen. Das ist gratis. Super. Es ist schön, dass es ab und zu auch Gratisangebote gibt, dass man ausgehen kann, sich mit Freunden treffen, Sport machen, andere Leute kennenlernen, vielleicht auch Schweizer. Ja, das ist sehr gäbig. Das ist sehr gut. Ja. Okay, also zu diesen Freizeitangeboten gibt es sehr viel zu sagen. Sehr wahrscheinlich haben ihr noch Kinder, die auch irgendwelche Freizeitangebote noch wahrnehmen. Oder vielleicht zum Beispiel mein Sohn, einer ist im Fußballclub und er spielt jede Woche zweimal geht er ins Fußball oder meine Tochter geht ins Tanzen. Es gibt Kinder, die gehen in die Musikstunde, zum Beispiel Klavierstunde oder Gitarrenstunde oder Gesangsstunde. Das ist sehr, manchmal dann auch teuer, je nachdem wie viele Kinder und wie viele Sachen sie machen in ihrer Freizeit. Und der Jean lernt Sprachen in der Freizeit. Er geht schwimmen, geht Velofahren und geht wandern in die Berge. Das ist auch schön. Das Wandern ist gratis. Ja, das ist wunderbar. Und man ist in der Natur, man kann die Berge geniessen. Da muss man nicht viel zahlen. Oh, Mohammed, das ist der zweite Mohammed Ali. Er macht professionell Fitness. Also mit dem Mohammed müsst ihr euch nicht anlegen. Das ist gefährlich. Okay, Milad, schön, dass du Schweizerdeutsch mit uns lernen kannst. Okay, noch als letztes. Da möchte ich über Miete reden. Da können wir auch viele Zahlen wiederholen. Das sind 2 Angebote von Wohnungen. Die erste Wohnung links ist eine Wohnung in der Stadt Zürich. Es ist nur eine 2-Zimmer-Wohnung, aber relativ zentral. Sie hat 56 Quadratmeter, also es ist eher klein und kostet 1990 Franken pro Monat. Aber das ist wirklich ein teures Pflaster in Zürich. Ist das teuer für Zürich oder denkt ihr, das geht noch so? Das liegt drin. Ja. Und die zweite Wohnung ist ein bisschen ausserhalb, Zaffeltern, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist ein bisschen ländlicher, in einem Mehrfamilienhaus im 3. Stock, eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Sie ist schon viel grösser, nämlich 130 Quadratmeter gross und sie kostet nur 1000 Franken mehr, also 2968 Franken. Genau, 2968 Franken. Wo wohnt ihr? Wohnt ihr in einer Wohnung, in einer Mietwohnung oder habt ihr eine Eigentumswohnung? Und wie viel zahlt ihr für die Miete? Was denkt ihr? Ist das teuer? Welche Wohnung würdet ihr wählen? Ja. Wohnungsmiete. Oder sind ihr vielleicht noch auf der Suche nach einer guten Wohnung in der Schweiz? Da möchte ich noch ein bisschen Antworten haben von euch. Also, Katja mietet ihre Wohnung. Genau, du musst jeden Monat Wohnungsmiete zahlen. Das ist teuer, das ist ein grosser Teil von unserem Budget, wenn wir Miete zahlen müssen. Oh. Der Philipp zahlt 150 Franken pro Monat für 29 Quadratmeter in Zürich. Ah, nein, 1500 Franken. Das ist schon ein bisschen besser. Genau.
Das passt. Das ist relativ gut, ja. Aber 29 Quadratmeter ist auch sehr klein. Ja. Sheng, was meinst du? Ich wohne Mehrwohnung. Du meinst, du wohnst in einer WG mit anderen Leuten zusammen, dass ihr 3, 4 Leute zusammen eine Wohnung teilt. Ja? Und ihr teilt zusammen zum Beispiel die Mietkosten teilen. Emily ist sehr überrascht von den Mieten. Sehr hoch. Das ist natürlich Raum Zürich, das ist nicht das Billigste. Absolut nicht das Billigste. Samsten, du hast eine Wohnung. Ah, das ist zu teuer. Diese Wohnungen sind zu teuer für dich, Asi. Viel zu teuer. Ja. In der Schweiz ist nichts billig, meinte Malvin. Also im Vergleich zu anderen Ländern ist alles teuer. Aber ich muss sagen, als ich in Murten gewohnt habe, also Murten, kennt ihr eine kleine Stadt am Murtensee, so richtig im Kanton Freiburg. Dort habe ich ausserhalb von Murten gewohnt, im Industriequartier. Aber meine 2-Zimmer-Wohnung hat 700 Franken pro Monat gekostet. Und nicht 1900 Franken. Also, Murten ist im Seeland. Wenn man im Westen der Schweiz hat es 3 Seen im Nordwesten. Der Neuenburger See, der Bieler See und dann kleiner unten ist der Murtensee, ein bisschen südlicher. Und das ist, am Murtensee hat es ein schönes Städtchen, das ist sehr schön, mittelalterlich klein. Und dort wohnen die Murtner, sie reden Berndeutsch, aber eigentlich gehört es zum Kanton Freiburg. Ja. Der Jean meint, das Wasser ist nicht teuer. Super, das Wasser in den Restaurants kann man meistens gratis haben, wenn man Hahnenwasser will und noch etwas anderes isst oder bestellt, dann sollten sie einem das gratis servieren. Dann Mietwohnung ist 4,5 Zimmer und kostet 1490 Franken pro Monat und ist 80 Quadratmeter gross. Und das findest du nicht teuer, Sonja, genau, deine Mietwohnung. Du bist sehr zufrieden mit der Wohnung, fühlst dich wohl und es ist eine ruhige Lage. Also es gibt es auch noch ein bisschen billiger. Emily möchte gerade noch wissen, ob sie einen Garten hat. Wenn es eine Wohnung ist, ist vielleicht die Chance nicht so gross, dass man noch einen Garten hat dazu. Ausser man hat vielleicht einen Schrebergarten, ein bisschen ausserhalb. Ein kleines Gärtchen, wo man Gemüse anbauen kann oder Tomaten oder ein bisschen Rasenfläche haben und ein bisschen Platz für sich. Da hat Milad hat noch gefragt, wo ich wohne. Also ich habe in Murten gewohnt, ich bin in Freiburg aufgewachsen. Neben Freiburg ist ein Ort, der heisst Marli. Dort wohnen noch meine Eltern, aber ich wohne heute in Polen. Also ich musste mich da integrieren und die Sprache lernen. Ich weiss, wie es ist, wenn man neu in ein Land kommt und die Sprache nicht kann. Das ist manchmal eine grosse Herausforderung. Gut. Samten fragt, ob ich Berndeutsch rede. Mein Deutsch ist nicht ganz ein reines Berndeutsch. Es ist ein bisschen gemischt mit Luzerndeutsch und vielleicht noch ein bisschen Zürichdeutsch. Aber es hat schon ein bisschen Spur Berndeutsch drin. Ich bin als Kind 9 Jahre lang in eine Berner Schule gegangen, was hauptsächlich Berner Kinder hatte. Und das hat abgefärbt. Also
man hört schon etwas Berndeutsch. Aber zu Freiburg, das war zu Freiburg, in der Berner Schule. Genau. Sonja wohnt in Bülach. Dort hat es bessere Preise. Also wenn ihr eine günstigere Wohnung sucht, muss man vielleicht auf Bülach suchen. Ja. Okay, das war über Wohnungsmiete. Jetzt noch zum Schluss. Wollte ich sagen, dass es einen Schweizerdeutschkurs gibt. Es ist immer am Dienstag und am Donnerstagabend. Am 8. ist es für Anfänger und am 9, Viertel ab 9 am Abend ist es für Leute, die schon ein bisschen besser Schweizerdeutsch können. Und das kostet 89 Franken pro Monat. Und wenn er dort dabei ist und einmal verhindert ist und nicht mitmachen kann, dann nachher kommt mir immer ein Film zugeschickt mit dem, was war. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für die noch mehr Schweizerdeutsch lernen wollen, die selber vielleicht manchmal schon ein bisschen reden wollen. Die können mitmachen in meinem Kurs. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das heutige Webinar. Da hat es noch verschiedene Fragen, zum Beispiel wegen Appenzellerdeutsch. Eigentlich generell verstehe ich alle Schweizer Dialekte. Appenzellerdeutsch ist, es gibt sicher Ausdrücke, die die Appenzeller haben, die ich nicht alle kenne. Aber dann fragen wir meistens einander, hey, was hast du jetzt da gesagt für ein Wort? Und dann erklären die Appenzeller uns, was sie sagen. Oder St. Galler. Oder ich glaube, es gibt so einen Kuchen, ich sage dem Weihen. Ein Weihen mit so Teig und dann oben drauf zum Beispiel Käseweihen oder ein Äpfelweihen oder Aprikosenweihen, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und so viel ich weiss, sagen sie dem St. Gallen Fladen oder nein, sagen sie nur Kuchen. Und dann klären wir miteinander so Sachen klären, wenn wir dann uns treffen mit Leuten, die andere Dialekte reden. Der Scheng fragte mich, ich meine das Freiburg in der Schweiz, nicht das Freiburg in Deutschland. Ich habe nie in Deutschland gewohnt. Milad, nein, ich muss dich entschuldigen, ich rede während der Kurs mein Dialekt. Vielleicht kann dir das auch helfen, Baseldeutsch besser zu verstehen, aber ich habe keinen Baseldeutsch-Kurs. Das geht nicht. Ob es zu Basel einen Schweizerdeutsch-Kurs gibt, das musst du suchen. Ich habe keine Ahnung. Amira meint, in Freiburg redet man Französisch. Freiburg ist eine zweisprachige Stadt. Es gibt ein Freiburger Deutsch, Seislerdeutsch. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Und ich rede das gar nicht, aber ich verstehe es gut. Es ist so ein heimatliches Gefühl, wenn ich das höre. Und natürlich Französisch, genau. In der Stadt redet man fast mehr Französisch als Deutsch. Ja. Wunderbar. Also, danke für eure, dass ihr so gut mitgemacht habt, dass ihr geschrieben habt auf dem Chat, dass ihr geantwortet habt auf meine Fragen. Sam dann fragt, ob ich Zürichdeutsch unterrichte. Ihr seht vielleicht, dass manchmal, wenn ich schreibe ich etwas anders als ich rede. Und zwar ist das so, ich schreibe mehr Zürichdeutsch, das ist näher am Hochdeutsch. Und das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Für meine Augen ist es einfacher zu verstehen, weil meine Augen mehr Hochdeutsch lesen. Aber ich rede nicht Zürichdeutsch. Ich kann ein bisschen Zürichdeutsch imitieren, aber meine Mutter, sie ist Zürcherin, sie lacht mich immer aus und sie hat das Gefühl, ich mache mich lustig über sie, wenn ich Zürichdeutsch rede. Aber Zürichdeutsch ist mir nahe, also ja.
In Freiburg reden wir auch Schweizerdeutsch. Die Freiburger reden alle anders. Das ist ein bisschen so... sie sagen, ich habe dir gern. Also die Freiburger sagen, ich habe dir gern und ich sage, ich habe dich gern. Ja, also es ist schon ein bisschen anders. Also, ich wünsche euch ganz eine gute Zeit, schönen Abend, schlaft gut, habt einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt viele Zahlen üben. Das war eigentlich auch das Ziel, dass ihr viele Zahlen hört, dass ihr selber vielleicht übt, so Zahlen zu sagen. Das ist nicht immer einfach, das muss man ein bisschen üben. Und ein bisschen über etwas Interessantes reden. Und schöne Hinnacht, Sheila, genau. Bitte, für alle die Danke sagen, sage ich bitte, ist gern geschehen. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich ein Echo hatte, dass ich euch helfen kann. Und da ist noch ein Meierli, von Huber Meierli. Hat mich gefreut, dass du da bist. Und alles Gute, macht's gut. Tschüss zusammen. Gute Nacht.